Hoi Steffi. Hi Jenny, sorry, ich bin gerade ein bisschen damit beschäftigt. Siehst du das? Ich habe den Ventilator so fest angestellt und es sollte eben sexy aussehen, weißt du? So mit dem Wind im Haar. Aber ich komme einfach da so wie zwei Stiere. Ich sehe aus wie so ein, wie heissen die Lizards, die da so Kiemen haben, die rausstehen? Ich sehe komisch aus auf jeden Fall. Aber it's hot and I don't Eigentlich care. nicht, aber es ist ja Laser Crazy Love. Ja, es ist Laser wirklich Love is so. so Also, crazy in love. hey, und es ist nicht einmal 30 Sekunden gegangen und wir sind schon Es ist wieder am einfach immer noch Singen. crazy. Es ist immer noch crazy. Ahoi, Jenny. Hast Ja, du es auch ist immer noch so immer noch heiß? so. Ja, ich kann auch sehr heiß, aber ich habe gute Laune heute, weil ich habe mich heute gefühlt wie damals im Pfadilager. Und wie fühlt man sich im Pfadilager außer übernächtigt und das ist einem Ja, schlecht? ja, und dreckig. Hey, gut, weil ich habe heute ein Fresspäckchen bekommen. Das ist der Aufhänger gewesen. Ja. Also, wir sind wirklich, also, weißt, es ist so, als hätten wir sonst gar keine Freunde, weil wir treffen uns jede Woche im Internet und jetzt fangen wir einander an, also Fresspäckchen schicken. Ich finde es grossartig. Ey, ja, du, weißt, ich find, das ist auch unsere weitere Definition von Service Public. Wir schauen, dass die Post etwas zu tun hat. Es ist so. Und ich habe ein schönes Päckchen gemacht und ich habe herzlich Leberli drauf da. Ich hoffe, dass der Ja, Postler sehr dann immer schön. Ja, verzückt sehr ist. schöne Schachtel. I Ja. like. So gut. Also ich habe von der Jenny aus Schottland, ich wollte immer sagen Schottland und kann mich gerade noch korrigieren, habe ich ein paar glutenfreie Goodies zugeschickt bekommen und jetzt habe ich das Gleiche gemacht mit italienischen Goodies. Und du musst mir schnell erzählen, ich habe zwei, drei so lässige senza glutine Sachen aus dem Supermarkt und du hast bei mir Crema di Marrone Ja. bestellt und I did not know that. Ich habe dir mal zwei. Ja, und erzähl, was ist das einfach ein geiles Nutella? Ist das ein Vermicell Nutella? Was ist Es das? ist eigentlich, ja, es ist Wärmesell für auf dein Brot. Okay, also Das es ist ist ein einfach völliger gut, gell? Schwachsinn gewesen, dass ich dir beide geschickt habe in dem Fall, sondern ich hätte eins sollen behalten. Jetzt ist es spät. Ja, aber man kommt ja auch in der Schweiz über, so ist es ja nicht. Aber das in Italien ist meistens einfach besser. Okay. Ja, es ist wirklich einfach so ein flüssiges, streichbares, nicht trockenes Vermicell. So. Okay. Also das Maroni-Püree. Ja, und es ist einfach richtig, richtig, richtig gut. Also ich es mega gerne. Es gibt sicher Leute, die das behaupten, die einfach machen. Ich finde es glorreich. Also ich finde, es tönt sehr, sehr fein. Du kannst uns dann erzählen, den Live-Bericht machen. Ich habe, über das Wochenende habe ich mich auch wieder, weißt du, wie so quasi zu lange auf dem Sofa gelegen, schwitzend und habe ihm wieder mal ein paar glutenfreie Rezepte abgespeichert. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich immer für amerikanische Rezepte habe ich nicht das richtige Mehl. Die haben alle so komische Sorghum und Millet und weiss ich was, wo ich das Gefühl habe, es ist das Gleiche. Und jetzt habe ich natürlich einfach irgendwie so 5 verschiedene Mehlsorten bestellt, die ich jetzt abholen kann. Und jetzt muss ich, weil es sind also, ich habe jetzt wahrscheinlich etwa 3 Kilo glutenfreie Mehl bei mir. Und jetzt werde ich dann glutenfreie English Muffins machen und glutenfreie Donut Holes. Also, es wird Sehr ein schön. kalorienreicher Hochsommer-Finale bei mir. Sehr schön. Ja, ich scheitere vor allem bei den amerikanischen Rezepten immer beim Brown Sugar. Ja, das ist Weil nämlich schwierig. der Brown Sugar ist ja so völlig was anderes als unser Rotzucker. Mhm. Ähm, schwierig. Es ist so. Also ich kann den Muscovado-Zucker empfehlen, wenn du ins Reformhaus gehst. Aber der Mhm. ist einfach mega dunkel. Ist auch so ein Feuchter, weißt du, was so ein bisschen, eigentlich so ein bisschen wie nasser Sand ist. Aber er schmeckt auch fast noch ein bisschen mehr nach Melasse als jetzt irgendwie Brown Sugar. Also ich bin, als ich mal von Amerika heimgeflogen bin, habe ich, glaube ich, im Koffer, habe ich, glaube ich, etwa 4 Kilo Brown Sugar gehabt. Und ich habe mir dann die ganze Zeit Sorgen gemacht, weißt du, wie das muss aussehen auf dem Röntgenbild, weißt du, irgendwie so quasi auf dem X-Ray beim Gepäck, weißt du, irgendwie so, wir haben da irgendwie so ein halb feuchtes Pulver. Das sieht doch sicher aus wie, die Steffi, die keine Ahnung hat, ist sicher so, ich Heroinschmuggler, oder? Und ich so, nein, es ist Zucker, ist alles gut. Wenn ich würde Heroin schmuggeln, würde ich, glaube ich, das in Rohrzuckerpäckchen, also in Brown Sugar Päckchen machen, weil dann würde alle sagen, ja, klar doch. Perfekt. Okay, also falls irgendjemand jetzt zulässt, der irgendwie bei der Kantonspolizei oder beim Drogendezernat arbeitet, schreibe mir eine DM und sagen, du hast keine Ahnung, von was du redest. Heb den Laden, das ist gut. Ich könnte es dir. Ich könnte es wirklich Ja, dir. das ist eh so lustig. Weißt, ich weiß nicht, hast du Freunde, die irgendwie beim Zoll oder bei der Polizei arbeiten? Ja, ich habe einen Bekannten, der bei der Polizei arbeitet, im Drogendezernat, also wirklich so ein bisschen bei den ganz, ganz Bad Boys, Langstrasse etc. Und es ist einer von der herzigsten und most soft-spoken Men, die ich kenne. Ist so einer, der sagt,
weißt du, so einer, also ich habe jetzt ein bisschen übertrieben, aber er ist so kein Polizist. Und ich kann mir so nicht vorstellen, wie der im Job funktioniert. Aber es muss in dem Fall ein umgekehrter Menschen sein, I guess. Ja, ja, lustig. Ich kenne eben niemanden. Interesting. Ja, das ist ich glaube, ich habe einfach so eine linksversiffte Zeckenbubble. Weil letztens habe ich beim Arbeiten auch festgestellt, es sind irgendwie Diskussionen gewesen über WK und Militär und so. Und dann haben so ganz viele so erzählt, wie ihre Männer im Militär sind und im WK und so. Und irgendwann ist wie so, gewesen, so die stille Einladung, Jenny, du darfst gerne auch irgendwie eine Geschichte dazu erzählen. Und ich habe gefunden, also ich weiss nur ein Kollege von mir, der RS gemacht hat. Nein, zwei. Ah, wirklich? Zwei haben RS gemacht und eine Frau kenne ich. Und dann habe ich Interesting. angeschaut. Ja, so. Wie nur? Ich so, ja. So lustig. Alle anderen von meinen Kollegen sind UT gewesen von der Militärdienst. So lustig. Ich weiss nicht, ob es eine Generationenfrage ist. Ich meine, ich bin gleich irgendwie fast 10 Jahre älter als du, aber also bei mir im Umfeld und jetzt auch bei meinem Mann so, das ist wirklich, da haben die meisten haben DRS gemacht. Und so ein bisschen einfach die WKs, die du hast müssen, etc. Es ist wirklich noch lustig, aber bei den Jungen jetzt, also bis zu 20, 25-Jährigen, die sind alle UT, mehr oder weniger. Ich habe keinen einen, der DRS gemacht hat. Und auch er, weißt du, Feuer geflammen, und dann ist er gekommen und er so, nein, ist gut gewesen. Wirklich gerade so, we're done. Krass. Okay, Ja, interesting. nein, es sind alle UT gewesen. Ja, alright. Also, Ja. wo wir wahnsinnig tauglich sind drin, ist im Geld sparen, finde ich. Hey, mega. Ich habe so viel Sport die Woche. Ich auch. Also, das ist jetzt eine gute Einleitung gewesen für Shit I didn't buy, weil es gibt einen Shit, wo ich wirklich didn't buy it habe. Also, meine Ja. Sprache ist wirklich langsam ein bisschen wirklich hinüber. Aber dafür habe ich etwas gekauft, wo ich jetzt, es ist mir wichtig, dass das jetzt die Community mit mir wahrnimmt und feiert, weil er wird bald sterben. Ich habe Oh. die 4. Zimmerpflanze, mein Moneyplant, tötet, jetzt über den Sommer. Frag mich nicht wie. Ich meine, die kannst du fast nicht umbringen, plötzlich alle Blätter braun. Und jetzt bin ich in Migros und habe gesagt, ich brauche einfach eine Pflanze. Und dann sagt die an der Kasse, ich sie so, Galaxy, der hat gern ein bisschen, wie nennen wir das, ein Zerstäuber. Und ich so, was? Sie so, es ist ein Pfarrer, die brauchen so ganz viel so Feuchtigkeit. Und dann habe ich ihr gesagt, tun Sie sich gerade verabschieden von ihm, weil der kommt jetzt zu mir sterben. Und ich finde schon den Pflanzentopf grossartig. Da ist der andere schon drin gestorben. Es ist wieder Sorge. Und einfach damit ihr ihn gesehen habt, meine herzige Farm, die jetzt mega gesund aussieht, ich könnte gerne noch mal nachfragen in ein paar Wochen. Ich werde alles geben. I will try my best. Aber er wird wahrscheinlich sterben. Aber dort habe ich jetzt 7 Franken ins ausgegeben. Finde ich jetzt völlig okay. Das stimmt. Darum habe ich Lego-Pflänzchen. Eben, das ist wirklich, das ist viel, viel gescheiter. Aber, wo ich jetzt dafür 145 Franken gespart habe, ich weiss, es ist 32 Grad draussen, aber ich habe einfach so Gelüst nach Herbst und ich bin ein Herbstkind und ich will Herbstpullover und jetzt habe ich da einen Cardigan gesehen von Never Fully Dressed. Und Das muss never fully dressed sein. herzig. Es ist wirklich total typisch für das Label. Einfach so mega farbig. Und der Print ist actually, was ist es, ein Tile-Mix. Also weißt du, die spanischen oder portugiesischen Kacheln, nennt man, oder? Die Bodenplättchen. Und es ist mega farbig und ich finde ihn so lässig. Mein einziges Problem ist, beziehungsweise der Grund, wieso dass ich ihn nicht tatsächlich bestellt habe, ist, ich habe es einfach nicht gerne bei Never Fully Dressed sind. Alle Stricksachen haben einfach immer einen recht hohen Polyesteranteil. Und ich habe ja gesagt, I am too old for this shit. Ich mache kein Polyester und kein Nylon mehr. Also Acryl, nein. Aber ich finde ihn wirklich hübsch. Und er ist so farbig und er macht so gute Laune. Aber ich habe ihn nicht gekauft. Genau, your cue, zum sagen, gut, Steffi. Ja, danke. Genau. Es ist wirklich, das ist unser Podcast. Halbschlau, Vollherz ist einfach einander, einfach irgendwie, weißt, eine halbe Stunde lang sagen, wie toll, dass wir einander finden. Ich finde das super. Gut Hey, gemacht. es ist wichtig. Ich finde es immer noch Oder? wichtig. Ich meine, da kann man nur RuPaul zitieren und sagen, if you don't love yourself, who the hell goes? Hey, finde ich im Fall auch. Finde ich total weise Wort. Also, was hast du nicht gekauft die Woche, beziehungsweise schwach geworden? Ich habe etwas gesehen und ich finde es mega cute. Ich will es nicht kaufen, wirklich nicht, aber ich finde es mega cute. Und es ist mir einfach, ich bin
total schockiert gewesen, dass ich von diesem Brand tatsächlich etwas schön finde. Also es ist ein Produkt von wahrscheinlich 15'000, aber eins. Und zwar eine Halskette von Pandora. Jetzt, Ich please finde, explain yourself. ich weiss, I know. Ich meine, Pandora ist für mich wirklich persönlich einfach der Epitome von Bünzli-Style. Von einfach Absolut. übelstem Bünzli-Style. Und wenn du Pandora liebst, dann mach das. Aber das Geschäkle da am Arm. Ja, finde ich auch problematisch. Finde ich Aber ich habe jetzt ein Kettchen gesehen, wo der Verschluss vorne so aussieht wie ein Herzli. Und ich finde es doof, dass das Pandora-Logo so drauf ist, weil wenn nicht, dann hätte ich es wahrscheinlich gekauft, because it's kind of cute. Look. Okay, das ist jetzt wirklich noch Aber progressiv. das Pandora-Logo ist so gross drauf, das finde ich ein bisschen blöd. Aber es ist mega cute, der Verschluss. Ja. Ich gebe genau so ein Herz. Das habe ich jetzt wirklich einfach noch innovativ gefunden. Habe ich so noch nie gesehen, habe ich lässig gefunden. Und gleichzeitig habe ich dann gefunden, ich gucke jetzt so ein Cosmopolitan-Quiz, Am I That Girl? Ja, Yes, ich glaube, no. du rutschst in That Girl-Territorium ab. Oder wir fragen uns eben einfach bei Pandora, irgendjemand im Produktedesign einfach noch schnell einen hat können vorbeischmuggeln an allen Bünzlis. Das könnte auch sein. Oder? Vielleicht ist das ein Experiment, dass sie sagen, hey, jetzt müssen wir einfach. Und es ist genau das. Weißt du, was sie gefunden haben? Also gut, für einmal machen wir einen totalen Stilbruch für uns. Weißt du, lustig, wie sich die Fokusgruppe, weißt du, wie sich die Fokusgruppe von Pandora zusammensetzt? Oh mein Gott, könnten wir uns inkognito einschliessen in die Fokusgruppe? Und dann ist immer, weißt du, so quasi, wenn sie es wieder aufnehmen mit so Videos, dann hörst du immer so jemanden, der so macht. Und dann alle so, könnten Sie bitte nicht Würgegeräusche machen, sondern das in Wort ausdrücken, was Sie uns sagen wollen. Ich weiss nicht, es ist voll total gemein, weil es hätte jetzt können sein, dass Pandora so der erste und einzige Sponsor ist, der findet, halb schlau, voll Herz, da habt ihr euch 20'000, wir tun euch sponsern. Und jetzt haben wir es gerade versaut. Das ist völlig versaut. Aber Ja. ich muss aber schon sagen, ich kann ja auch, also im Verlauf meiner Influencer-Karriere, nein, also in all seriousness, ich habe ja schon auch Plattformen mit mehr 10'000 und mehr Followers. Und ich habe schon immer wieder mal so den einen oder anderen Brand-Deal, wo irgendwie kostet. Und ich lehne im Fall wirklich einfach 99,9% ab. Weil einfach nein. Wenn es irgend so ein Schissel ist. Ja. Nein, es muss dir gefallen. Du musst wirklich sagen, wieso, ich würde das jetzt schnurstracks zum vollen Preis kaufen. Und wenn es nicht so ist, don't do it. Ja, Ganz nein, das kann ich wirklich nicht. Es ist wirklich mega schwierig. Aber Ich respektiere es total. Broke, but happy. Und charakterstark. Ich bin broke, but stabil. Ja, jetzt ist irgendwie so, das ist unser nächstes T-Shirt. Finde ich gut. Broke, but stabil. Broke, but stabil. Es ist wirklich. Ich finde so ein Säppli. Broke, aber stabil. Aber stabil. Broke, aber stabil. Oder Ja, weil broke, but stable. Sonst würde man sagen, stable. Das ist nicht. Das ist dann immer so abfern. Das finde ich blöd. Ja, nein, das finde ich voll auch. Nein, aber so Stabil quasi. ist schon gut. Ja. Broke, aber stabil. Broke, Ja. aber stabil. Mhm. Das wäre Aufschreiben. Ja, oder? Aufschreiben. Finde ich tipptopp. Broke, aber stabil. Gut. Ich finde das. Du musst jetzt eine Fokusgruppe machen bei deinen Töchtern. Ich könnte mir vorstellen, dass das genau einen Nerv trifft, nicht? Es könnte gut sein. Oh nein, jetzt habe ich auch kleine. Ich als nicht Gen Z habe jetzt das Gefühl, es ist voll Gen Z-Humor. Ja, das könnte ich was. Ich gehe das nachher überprüfen für dich. Ist gut. Bei der 22-Jährigen. Oh mein Gott, was für ein Boomer hat das? Nein, es ist wirklich, wahrscheinlich wird sie das sagen. Nein, also ich tue es mal testen. Broke, aber stabil. Ich könnte sie lustig finden. I will get back to you. Es ist gut so. Ja. Sehr gut. Und bist du diese Woche irgendwelchen flammenden Arschlöcher begegnet oder ist so die Arschlochquote einigermaßen stabil geblieben? Hey, die Arschlochquote hat keine Ausschläge gehabt nach oben oder runter. Das ist recht stabil. Also eigentlich Schön. grundsätzlich die du einfach jede Woche antriffst, wenn es heiß ist. Ja, die hat es überall. Also für mich ist also die Nummer 1 ist die Person im Tram, die einfach findet, irgendwie so Deo ist unnötig. Und ich würde am liebsten einfach hingehen und sagen, doch, glaub dran, es funktioniert. Finde ich schwierig. Ja. Ich kann, also ja, es ist jetzt nicht die Woche gewesen, wo die Person konkret ein Oberanschlag von der Woche war. Wäre eigentlich auch noch eine gute Kategorie, das Oberanschlag von der Woche. Aber ich habe eben
im Spital, wenn ich in der Behandlung bin, haben sie eben gefunden, oh, die Person ist jetzt mega ausgelastet, sie können aber gerne wieder zum Doktor so und so. Und dann habe ich gefunden, oh Mann, der Name, oh no, 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 no. Und Mhm. zwar habe ich gefunden, ja, wie soll ich das jetzt erklären, aber nein. Ähm, und zwar ist das ein Arzt gewesen, der ungefragt grundsätzlich mir einfach erklärt hat, wie, statistisch gesehen natürlich, wie viel kürzer jetzt meine Lebenserwartung ist aufgrund von meinen sich aufstapelnden chronischen Erkrankungen und Beeinträchtigungen. Und ich fand, ist mir schon klar. Aber ist jetzt gleich keine Information, die ich jetzt ungefragt, out of context einfach brauche. Ja. Ja, vor allem, also weißt du, irgendwie so quasi hat er gefunden, du musst jetzt handeln. Oder hat er einfach dich wollen Nein, informieren? ja, hey, ja, keine Ahnung, also wirklich so irgendwie so, ja, ja, sie müssen einfach schon wissen, dass eben, das könnte schon eben so minus irgendwie 10, 15 Jahre Lebenserwartung. Ich so, what? What? Ja, Ihnen auch einen schönen Tag. Sie Sonnenschein. Ja, Ja. oder Ja. ja, also, danke für die Info, aber was soll ich jetzt damit machen? Ja. Ja. Ja, dann habe ich gedacht, nein, ich würde eigentlich jetzt nicht wieder so hin, es ist okay. Ich warte lieber auf den anderen Termin. Ja, kann ich recht gut nachvollziehen, bin ich jetzt Ja. ganz ehrlich. Ja. Nein, aber sonst für mich, ich muss aber sagen, ich kann auch, ich muss nicht so viel verlassen, außer für einigermaßen gemütliche Sachen. Von dem her kann ist mein Anschlussradius auch relativ klein. Okay. Das ist erfreulich. Ja. Also ich Ja. kann schon, aber glaub, bei mir ist es einfach irgendwie, wenn es über 30 Grad ist, finde ich irgendwie so sehr, sehr viel sind eigentlich, weißt, wo keine Arschlöcher sind, empfinde ich als solche. Aber ich glaube, ich habe mich einigermaßen zusammengerissen. Hoffe ich auf jeden Fall. Es gibt keine Spur von der Verwüstung im Seefeld, von dem her. Und ja, und wir haben gerade Street Parade überlebt, also von dem her, Oh, it's wie fest stinkt nach Busy? Hey, ich finde es im Fall nicht schlimm. Ich bin am Street Parade Samstag bin ich in der Body gewesen. Das ist unglaublich gemütlich gewesen, obwohl ich mit Street Parade irgendwie, weißt, 500 Meter von uns entfernt war. Aber, ich habe es recht okay gefunden, aber das Bellevue, so ein bisschen Bellevue-Stadelhofen ist schon relativ gruselig. Ich bin jetzt nicht an der Seepromenade gewesen, Ich aber glaube, es wird wahrscheinlich, also als ich noch im Seefeld gearbeitet habe, ist es immer so, ich glaube so Dienstag, Mittwoch, wenn es einfach so 3, 4, 5 Tage einfach heiß war, ist dann schon immer recht grusig gewesen. Aber vielleicht sind sie ja abspritzen. Nein, das Problem ist, weißt, normalerweise hat's im August hast du auch regelmäßig Sommergewitter. Weißt, das ist natürlich eine Erlösung, wenn es mal richtig käme, die schütten. Und ich glaube, da können wir ziemlich lange noch darauf warten. Und dann köcherlet das so vor sich an. Also ich finde es nicht mega super, aber ja, irgendwann einmal wird es regnen. Es muss. Es muss. Und eine Freundin von mir, die Joni, kennst du ja, Ja. sie hat mir so einen lustigen Screenshot geschickt, wo sie gesagt hat, sie hat nur ganz wenige Leute in ihrem Freundeskreis, wo sie den Screenshot können schicken und dass man Freude empfindet. Und das ist wirklich der Wetterbericht für die nächsten 14 Tage. Und sie hat einfach einen Tag eingekreiselt, wo es, glaube ich, 23 Grad wird. Und mir so, yes! Und alles ist über 30 Grad. Und es wird abkühlen. Also ich freue mich total drauf. Falls das dann stimmt. Also zum Abkühlen, es wäre jetzt eben eigentlich eine wunderbare Überleitung zu Shit, musst du gehört haben. Jetzt wäre einfach die Frage, ob wir jetzt die Kategorienreihenfolge wechseln. Hey, ich finde, wir mischen den Laden auf. Hey, Komm, weißt du was? wir Little, stellen das auf den nicht ein Kopf. Little. Go crazy. Go Ne? crazy. Walter, erzähl. Hey, ich habe heute per Zufall eine tolle Webseite gefunden, wo du musst kennen, vor allem jetzt für die nächsten paar Tage und gerade bookmarken. Und zwar heisst sie coolingspots.ch und es ist einfach eine Karte von der Schweiz, wo es dir anzeigt, wie kühl es dort ist. Okay. Und dann Das kannst ist, du einfach so ein bisschen sagen, was du machen willst. Und dann zeigt es dir an, wie kühl es dort ist. Und dann hat es einfach so Kategorien, wie zum Beispiel merklich kühler wäre zum Beispiel der Waldfriedhof in Davos. Weißt du, was man nicht machen will, aber fair enough. Oder zum Beispiel deutlich kühler wäre das Höllloch. Definitiv zu unsportlich fürs Höllloch, aber ich meine, Mhm. gut, no. Oder auch deutlich kühler wäre die Ahrenschlucht. Hey, kennt man einfach wirklich. Also ja, bei mir ist der Tierpark Lange Erlen noticeably cooler. Also, so Ja, lustig. in Basel. Also du kannst entweder einfach sagen, Vorschläge in meiner Nähe, du kannst die Schweizer Karte öffnen, du kannst einen Ort suchen. Coolingspots.ch. Ich
finde es sehr Mega genial, cool. dass ihr das gemacht habt, aber ich bin my forever gratitude. Ja, also wirklich Respekt. Und es hat 15.000 cool Spots near me. Stimmt, ist wirklich alles. Also ich würde sagen, Höllloch ist, können wir jetzt einen Deal machen, gehen wir ziemlich sicher nicht an. Hey, Hey, ich bin mal ein bisschen rein, ganz, ganz, ganz vor langer Zeit. Also bis zu einem Detail, wo du einfach kannst, ohne Kenntnis. mhm. Ich glaube, meine Zeiten, wo ich mich so durch schmale Ritzen zwänge, sind wirklich einfach durch. Ich glaube, es ist gut gewesen, oder? Ja. Mhm. Aber Ja, es ist schön, Kiel. Also vielleicht müssen wir da ja, uns das genau, überlegen. genau. Aber eben zum Beispiel die Seite hat zum Beispiel auch eine Kategorie, die heißt kühle Innenräume. Also Auch weißt schnell. du, Ja, auch gut. Auch gut. ja. Also ich habe es diese Woche wieder gemacht, by the way. Was Mhm. einfach irgendwie jetzt heiß geworden ist, bin ich einfach runter und ins Tram gesessen und einfach schnell eine Runde gedreht im klimatisierten Tram. Dann hast du irgendwie so 20 Minuten, bist wieder daheim und hast einfach irgendwie so schnell ein Ja. bisschen runterkühlen. Ich Ist schon fahre immer zu dem Einkaufsladen, der extra noch ein bisschen weiter weg ist, damit ich die Klimaanlage vom Auto bin. ja, sorry, ich finde, das kann man verantworten jetzt. Das ist total Ja, okay. eben. Also ich habe irgendwann gefunden, nein, ich gehe jetzt nicht auf Bern posten, weil das finde ich jetzt schon gerade. Aber okay. irgendwo zwischendrin. Voll gut. Ja. Und ich kann einfach gerade mal nachdoppeln. Und zwar, ich kann aber auch wieder etwas, du hast letztes Mal gesagt, ich darf nicht so viele Sachen bringen, die dich herzig machen. Und wenn es eh Aber schon wir können es am heiß Schluss noch verrückt machen. ist, und weil es ja eh schon so heiß ist und dein Arschlochradius gerade sehr groß ist, habe ich gefunden, ich habe jetzt wirklich zwei Sachen, die Steffi nicht hässig machen. Ich weiss es Das sehr eine ist schätzen. coolingspots.ch und ich weiss, es ist Steffi voll ins Herz. Und das andere ist, es gibt eine neue Plakatkampagne von Pro Infirmis. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Also, eins, was ich gesehen habe, ist, du hast zwei Bilder von einem Schüler und eins heisst Schüler, also so nebeneinander. Und ein Bild heisst Schüler und das andere Bild heisst Schüler ohne Behinderung. Und ihre Kampagne ist unter dem Motto Umdenken. Und sie Aha. dreht den Spieß um. Und um einfach wie so zu zeigen, wie absolut dämlich das ist, irgendwie eben Schüler oder Mieterin mit Behinderung zu sagen. Und sie wollen wie so Ja. darauf aufmerksam machen, was eigentlich der Sonderfall ist. Und ich finde es wirklich noch lässig, weil wenn man sieht, Schüler ohne Behinderung, man merkt einfach, wie absolut absurd dämlich das ist. Ja, das stimmt. Ja. Das ist wirklich. Ja, ich Und habe gerne so es macht ja grundsätzlich in gewissen Fällen, wo es medizinisch und so wichtig ist, dass man das differenziert, macht das Sinn. Aber ich glaube, in den meisten, es gibt sicher ganz, ganz viele Fälle, wo man das nicht muss rausheben ja. Also ich freue mich darauf, wenn ich die Plakate sehe. Das habe ich jetzt noch nicht so wahrgenommen. Aber das muss. finde ich ehrlich gesagt, wenn du musst schnell studieren, weißt du, wenn du einfach mir etwas anschaust und dann findest, bin ich zu blöd für das? Und dann so, will ich schon Ja, lesen. Ja. ja, es gibt auch noch eins. Ähm, es gibt eben auch noch eins. Also, was ich gesehen habe, ist Nachbarin und Nachbarin ohne Behinderung. Mhm. Und dann gibt es auch noch eins mit irgendwie. Es gibt auch noch eins mit der unsichtbaren Krankheit, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie es dort geht. Aber es gibt auch noch eins. Das Okay. finde ich auch cool. Ja. Also, wenn sie findest, hau sie doch bei uns in die Stories rein. Fände ich noch lesen. Ja, Ja. weil Oder wenn ich drüber stolpere, das ist so. Und das war auch eine gute Überleitung für euch. Also alle, die jetzt zuhören, als gute Nachtgeschichtli oder als gute Morgengeschichtli, gell, ihr folgt uns schon. Halbschlau voll Herz auf Instagram, weil da könnt ihr uns auch schreiben. We love direct messages. We really do. ja, es Ja, ist das auch ist echt, immer klug. Ausser es sind ja, unseriöse Pornoangebote. ja. Also ich habe noch nie so unseriöses oder ich finde das noch interessant. Nein, nicht, dass ich es will, aber ja. Also ich habe jetzt einfach, das ist wie wenn ich einer Freundin gesagt habe, ich habe noch nie im Leben einen Dickpic bekommen. Dann hat sie mir einfach irgendwie so einen Monat lang, irgendwie alle 2 Tage, hat sie mir immer eine Frucht geschickt, die aussieht wie ein Penis. Sie hat mir keinen Penis geschickt, aber ganz viele Sachen, die Penis ähnlich sind und sie hat es total lustig gefunden. Ich Ja so, gut, okay. Penis ähnlich wie früher finde ich jetzt schon auch noch witzig, muss ich sagen. Ja, also das ist vor allem, das ist auch okay, wenn du im Tram sitzt. Und so, hey, darf ich ich weiss, sorry, heute ist wieder so eine sehr weirde Folge, wo wir einfach über alles reden. Ich bin im Tram gsi, kürzlich, und es ist mega voll gsi, und ich habe einfach genau den Platz gehabt, wo du musst stehen, weißt du, so quasi auf dem Gelenk, und vor mir so ein Zweiersitz. Und du bist einfach irgendwie so, es ist mega voll gsi und so, und also ich habe der, wo vor mir gesessen ist, einfach irgendwie, weißt du, wirklich bis halb über sie übergegangen, und sie ist gerade ihre E-Mails am checken gsi. Dann hat sie schau natürlich, oder? Ich meine, ich finde, wieso das ist noch recht interessant, wie wir dort, was du da.
Hey, und dann hat sie irgendein E-Mail und dann ist irgendwie gestanden, weißt du, so quasi, ich weiß auch nicht, your invoice und dann irgendwie so quasi, und dann nachher drückt sie drauf und dann ist irgendwie gestanden, weißt du, auf Englisch irgendwie so quasi, hey, danke für deine Bestellung, aber du hast doppelt gezahlt und du drück jetzt da, weißt du, so quasi, klick da, um deine 90 € wieder irgendwie zurückfordern und so. Und ich so, weißt du, ich hätte im Fall wirklich fast geschrauen. Ich so, Wow. mach's nicht. Hey, und sie drückt voll drauf und dann kommen die mit 2, 3 Pop-up-Feisten mit irgendwelchen Online-Casinos und so. Und ich einfach irgendwie so, nein, wirklich, Claudette, was machst du? Und ich habe wirklich zugeschaut, wie sie auf so einen blöden Phishing-Versuch hineingehauen ist. Und ich einfach so, nein, das machen wir nicht, am Abend um 5 Uhr im Feierabend-Tram. Ich habe nichts gesagt, aber vielleicht hat sie jetzt einfach ein Virus. Das ist schon möglich. Are you the asshole? Am I the... das ist also auch sehr sauber gewesen. Also, Ich dort sag dir, die 3 Hirnzellen, die bei dieser Temperatur noch nicht geschmolzen sind, die machen die, voll die, ab. die führen, die machen das richtiges Feuerwerk jetzt. Und so kommen wir jetzt als quasi quasi das Fleisch im Sandwich ist heute das Dessert. Und ich habe eine schöne Am I the Asshole-Geschichte gefunden. Bist du bereit? Also es ist Already. wirklich, ich bin wieder ein grosser Fan geworden. Ich habe jetzt ein paar Wochen lang ein bisschen den Ausfahren gehabt mit Reddit, also im Original Am I the Asshole Forum, weil die Fragen sind einfach wahnsinnig dumm und die meisten sind einfach irgendwie 17, die dann einfach sagen, meine Eltern wollen mir ein neues iPhone kaufen und so. Also es sind alles so ein bisschen very entitled people, die Fragen stellen und vor allem Kinder. Aber jetzt habe ich eine recht lustige Story gefunden. Und zwar Okay. hat hier den Titel «Bin ich das Arschloch, wenn ich einer Frau in meinem Fitnessstudio sage, dass sie beim Rennen stöhnt?» Okay, wir gehen jetzt ins Gym miteinander. Mhm. Die Frau schreibt, zuerst mal ein bisschen Kontext, ich, 22, weiblich, gehe seit fast 5 Jahren ins gleiche Fitnessstudio und seit 2,5 Jahren arbeite ich auch dort. Ich bin ziemlich rasch befördert worden und habe jetzt eine mittlere Führungsposition. Es gibt eine Frau, ich schätze sie auf Ende 50, Anfang 60, die ebenfalls seit Jahren bei uns trainiert. Aber eigentlich kommt sie nur im Sommer, wenn sie mit ihrem Ehemann kommt. Tut nichts zur Geschichte bei, aber ich habe es einfach noch lustig gefunden. Weißt du, so, im Winter gar nicht. Finde ich noch stylisch. Anyway, die Frau ist sehr nett und sie trainiert mega fleissig. Fast ausschließlich rennt sie auf dem Laufband, wo sie amigs 30 bis 40 Minuten am Stück rennt und während der ganzen Zeit stöhnt. Und wenn ich stöhne sage, dann meine ich so, ich schwör's, ich übertreib's nicht. Es tönt wirklich, als würde jemand ganz laut ein Porno hören. Ich bin ziemlich sicher, dass sie Kopfhörer trägt, aber ich bin nicht ganz sicher, weil sie lange Haare hat und sie hat sie beim Rennen immer offen. Also ich sehe es nicht. Ich bin auch nicht die einzige Person, die das Stöhnen hört und sich gestört fühlt daran. Es haben sich schon mehrere Mitglieder bei mir beschwert, weil ich ja dort arbeite. Und auch mein Chef hat es mal so ein bisschen lustig erwähnt. Natürlich will niemand dieser Frau irgendetwas sagen, weil es mega peinlich ist. Aber ich halte es legit nicht mehr aus. Ich weiss nicht, was machen. Ganz offensichtlich wird mein Vorgesetzter nichts sagen. Aber ich schwör's, ich will amigs fast sterben, wenn ich ihr Gestöhne muss anhören muss. Soll ich etwas sagen? Oder hat jemand schon mal so etwas Ähnliches erlebt? Stimmen und Sport ist mir halt einfach gerade so ich glaub, Serena Williams. Sie hat ja auch bei jedem Aufschlag hat sie ja. Genau. Ah, Ja. Mhm. das hast du wirklich durch den Fernsehen gehört. Also schon, ja. Aber gell, ich meine, hey, wenn du für Grand Slams gewinnst, ist halt wieso. Eben. Ich finde, so eine Spitzensportlerin, finde ich, darfst einfach Kopfdami stöhnen, wenn Millionen von Leuten dir am Fernsehen zuschauen. Ja, und Aber so im du störst ja Fitnessstudio, dort auch nie. Also, du störst wieder dort auch nie. Weißt du? Ich finde, es ist schon etwas ja, Fitness und finde so. ich eben auch. Ja. Also, weißt du, ich finde es einfach so Nein. lustig, wenn jemand sagt, im Gym, weißt du, es ist für mich ja auch mega fremd. Ich weiß nicht, das so Gym-Etikett. Ich bin auch schon ins Fitnessstudio gegangen. Und es hat schon so Do's und Don'ts dort. Aber so Ja. Stöhnen, es gibt doch auch Leute, wo du merkst, weißt, wenn dass sie Kopfhörer tragen, weißt, dass sie wie so beim Rennen zum Beispiel, jemand rennt an dir vorbei und schnauft recht laut und du findest so, also wenn du Kopfhörer nicht drin hättest, würdest du merken, dass das recht krass tönt, weißt, wie so, aber also Stöhnen beim Rennen finde ich also auch recht weird, muss ich sagen. Ja, das finde ich, ja. Ja, Also ich kann mir das auch fast nicht vorstellen und wir tun jetzt das auch nicht nachmachen, weil wir nicht wollen, dass irgendwie so quasi dann der Podcast irgendwie missbraucht wird für ja, Einschläge ich in keine irgendwelche Ahnung. Sachen. Aber Es ich ist so. fände, die eleganteste Lösung aus dem Schlamassel raus wäre irgendwie so ein kleinen, vielleicht eine Notlüge. Also weißt du, so im Sinn von, dass du zu dieser Frau angehst und wie könntest du sagen, hey, ich habe irgendwie in der Umkleidekabine
ich weiß doch auch nicht, ich musste die Männer-Umkleidekabine putzen oder so oder etwas aufräumen und ich habe irgendwie mitbekommen, wie sich die mega irgendwie also weißt, wie sich die mega irgendwie über dich lustig machen und so. Hey, weißt du, dass du mega laut stöhnst beim Rennen? Mhm. Ich Das finde, das ist, wäre jetzt noch ein ja, galanter Way out. ja, wirklich so, weißt du, so quasi Girls supporting Girls, weißt du, einfach irgendwie so Ja, quasi, das ist irgendwie so, wir heben zusammen. und Finde weißt ich, was? Und die machen sich mega über dich lustig oder sie finden es mega anzüglich oder ich weiß nicht was. ja. Finde ich eine gute Lösung. Weil, ich meine, das Fazit ist natürlich gewesen, not the asshole, aber sie hat ja mehr, sie hat ja noch nicht gemacht, sondern sie hat weh wollen wissen, was sie soll machen. Also, und der Grundtenor, also, hat wirklich gute Feedbacks gehabt und sie hat übrigens noch als Edit, also als Update, hat sie Oh, noch postet ja, dort. ja. Weil, also, der Grundtenor, das hat viele gute Ratschläge gehabt, aber auch ganz viele, die gefunden haben, quasi, es ist nicht dein Problem. Aber sie, also, die Original Posterin hat dann geschrieben, ui nein, ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute den Post sehen. Es ist mein allererster Post auf Reddit und ich bin ein bisschen überfordert. Danke vielmals für die Ratschläge und für das ehrliche Feedback. Ich Mhm. werde also also dieser Gym-Gängerin, die steht, ziemlich sicher nicht direkt etwas sagen, aber ich werde meinem Chef sagen, dass er jetzt seine Hosen anlegen muss und es ist sein Issue und er muss es handeln. Und das ist der Grundtenor, den ich auch beim Lesen habe gefunden, irgendwie so, Dude, das ist Chefsache. Und sie hat ja gesagt, weißt, sie hat so ein bisschen Führungsposition, aber sie hat immer noch Vorgesetzte in dem Gym. Und ich finde, wenn so etwas ist, weißt, wenn irgendwie so verschiedene, eben, wenn Klienten schon zu ihr gekommen sind und gesagt haben, sorry, das ist mega unangenehm, wenn die Frau dort hinten stöhnt, dann ist es ist doch ihr Problem. Und wenn ihre Vorgesetzte findet, irgendwie so, das ist ein bisschen awkward, dann muss er einfach irgendwie so, sorry, das gehört zum Job. Haben wir nicht gerade letztens eine Diskussion gehabt, dass es manchmal auch einfach auch Chefsache ist? Weißt du, dass manchmal hast du aus irgendeinem Grund einfach den höheren Lohn, weil du einfach auch so Shit musst machen. Natürlich ist es auch unangenehm, einer netten alten Frau zu sagen, dass sie tönt wie ein Pornstar. Aber ja. Nein, absolut. Also ich finde sowieso, also Aufgabe in meinen Augen ist ja auch wirklich, ein grosser Teil von dem ist ja wirklich einfach auch Sachen übernehmen, wo jetzt einfach irgendwie vielleicht deinen Mitarbeitenden einfach extrem unangenehm ist und einfach nicht ihr Job ist. Also weißt du, Ja, ja. Nein, das finde ich auch. Weil das ist wirklich einfach, es ist wie, weißt du, manchmal hast du ja auch das irgendwie, findest du wie so, sorry, ich bin jetzt der Erwachsene bei uns daheim und jetzt muss ich das einfach irgendwie dealen, weil mein Kind kann das noch nicht. Und ich finde, es gibt in der Berufswelt gibt es definitiv auch Sachen, wo du einfach kannst sagen, not my pay grade, das musst jetzt du irgendwie so ja, erledigen oder irgendwie lösen. also eben, Ja. ich meine, ich habe da immer zwei absolute Lieblingssprüche, die alle, die mit mir arbeiten, kennen. Und der eine ist «Not my circus, not my monkeys». Mhm. Mhm. Da Passt habe auch ich immer sehr. auch eine Kaffeetasse gehabt, die ist leider irgendwie mal kaputt gegangen oder verloren gegangen, aber glorreich. Mhm. Absolut empfehlenswert. Und die andere ist «Sounds like a you problem». Ja. Der ist hure bitchy, aber auch sehr Ja, zutreffend. Ja. ja, weil einfach «I don't give a flying fuck, sounds like Ja. a you problem». Ja. Ja. Und Nein, also ich wäre wirklich, das sind so Sachen, die mich beschäftigen, weil ich bin ja die ultra freundlich. Und jetzt gerade bei so dieser Gym-Sache hat auch einer einen Kommentar geschrieben und hat gesagt irgendwie so, hey, du kannst ja zu ihr angehen und sagen irgendwie so, Entschuldigung, fehlt Ihnen etwas? Und dann wird sie sagen, was, warum? Dann sagt sie, ich habe das Gefühl, Sie haben Schmerzen, Sie machen das so Schmerzlaut beim Rennen. Ist das gesund, irgendwie so zu rennen, wenn es einem wehtut? Und dann wird sie vielleicht sagen, was? okay, Ja. okay, ja. Aber ja, also ich würde es wissen, weil ich glaube, also die einzige Erklärung ist, dass sie muss Kopfhörer drin haben und das nicht hören, oder? Also das ist, weil sonst merkst du es ja, wenn du so Geräusche machst. Ich weiß es nicht. Wirklich das auch so, weißt du, wie hast How I Met Your Mother gesehen? Nein, habe ich nicht wirklich geschaut. Ja. Anyway, also es gibt eine Episode, wo sie so Glass Shatter, ich weiß nicht, aber um das geht. Und dort geht es halt wirklich eben genau um so Sachen, wo dir selber und auch Personen nicht auffällt, bis es jemand sagt. Und dann, also weißt du, zum Beispiel die eine Person macht etwas und die andere merkt es einfach nicht, dass das ultra annoying ist. Der Moment, wo die andere Person aber ihr sagt, dass das ultra annoying ist, dann hörst du so Glass Shattering und Ja, dann siehst du es und merkst es und findest, oh mein Gott, how annoying is that? ja. Wie habe ich das nicht können merken? Ja, Ja, ich glaube, das kann schon sein. ja, das ist schon möglich. Mhm. Ja. Also, wir wünschen der fitten alten Dame, dass sie weiterhin so tüchtig Sport machen und vielleicht einfach ohne Stöhnen wäre lässig. Oder vielleicht für aussen wäre es auch besser, weil dann würde sie einfach irgendwie stöhnen, aber dann würde sie an dir vorbeiziehen. Du wirst dann nicht eine halbe Stunde lang
dauerhaft müssen anhören. I don't know. Aber stöhne, Old Lady, ich finde, du machst das tipptopp. Ist okay. Du und sonst, sie bewegt sich, finde ich gut. Eben, finde ich auch. Und es ist auch, immer wenn ich mich möchte aufregen über verschwitzte Sportler oder irgendjemand, der irgendwie komische Sportklamotten anhat, nehme ich mich immer an der Nase und sage mir so, Steffi, die sind am Sport machen. Einfach nein. Auch die mit den komischen Wanderhosen und so, einfach, die sind sich bewegen und du sitzt auf deinem Bürostuhl und lästerst mit der Jennifer drüber ab, am Abend um 9 Uhr. Das geht, ist auch nicht okay, oder? Das ist das Gleiche wie irgendwie, was sagen all die Gymbros, die irgendwie lachen, wenn wir dann doch mal im Fitnessstudio sind. Ja. Oder? Ich meine, just don't. Aber ja. Wir lernen einander jetzt leben. Ich finde das ein schönes, Ja, ich finde das ein schönes Schlusswort. Ja. Ich glaube, das nehmen wir jetzt mit. Ich probiere jetzt ein bisschen Zen zu sein und ich schaue meinen Ventilator an, der 31 Grad anzeigt. Ja. Es ist Abend. Wieso ist es immer noch so heiß? Ich verstehe es. Let it be. Let it be. Okay. Ich lette den Shit jetzt bei. Morgen werden Malerarbeiten bei mir daheim noch weitergehen mit irgendwie so Plastikzelt und so und die armen Siechen, da ist es richtig heiß. Aber ja, also the mess ist schon bald überstanden. Ich glaube, nächste Woche bin ich da irgendwie so schon viel mehr eingemietet und wieder bei mir. Und jetzt habe ich einfach überall so komische, sie müssen die Decke abspitzen im Gang raus. Und ich habe etwa 5-mal durchlaufen. Ich habe überall so weisse Farbe in den Haaren. Passt eigentlich noch gut mit Blond, ist okay. Aber ja. Ja, einfach schnell so ein bisschen Deckenfarbe abschütten, das geht tipptopp. Finde ich gut. Also, es war eine Freude gewesen. Wir haben uns mega zusammengerissen. Hey, wenn du die Fragen hast an uns oder Inputs und so, schreib uns, wir haben immer Freude. Und sonst hören wir uns genau in einer Woche wieder. Und, ich meine, shameless Disclaimer, denk dran, es ist nicht einmal mehr ein Monat bis zum Halbschlag Vollherz-Flumi. Das stimmt. Am 5. September im Mikas Garten in Altstedt. Das wird so lässig. Also ich bin mega enttäuscht, wenn du nicht kommst. Ja, genau du, wo jetzt zuhörst und sagst, was ich? Ja, du. Word. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst gemacht. Finde ich gut. Gut. Don't mess with Steffi. Do not mess with me. Nein, Entschuldigung, ich möchte euch keine Sorgen machen. Ich bin full of light and love und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss zusammen.